Auftritt war ja auf unserem großartigen Chorappell. Heute hast du wieder einen Auftritt bei den Roten Funken. Jetzt frage ich mich natürlich, wie bist du überhaupt dazu gekommen, hier bei uns aufzutreten? Ja, auch das ist natürlich eine Frage, die ich meinen Freunden, meinen Fans nicht vorenthalten möchte. Es ist natürlich so, dass mein Göttergatte Florian Silbereisen schon bei Brings mit auf der Bühne stand, und da möchte ich natürlich auch im Kölner Karneval Fuß fassen, und da gibt es natürlich keinen besseren Weg oder keine bessere Möglichkeit, als dies bei den Roten Funken zu tun. Deswegen bin ich bei den Roten Funken. Ich meine, du hier bei uns, du füllst sonst nicht nur die Kölner Arena, du füllst ganze Stadien. Ich meine, du hast ein riesen Showtalent, du hast eine riesen Performance hinter dir. Du machst alles an Show, was geht. Man sieht dich immer und überall. Ja, also ja, nicht nur Fernsehsäle, sondern auch ganze Arenen. Ich habe sogar eine eigene ZDF-Fernsehshow, und ich gehe davon aus, auch demnächst einen eigenen Knopf auf der Fernbedienung, sodass man Helene Fischer immer und überall hören und sehen kann. Und das macht mich sehr froh, dass ich auch heute wieder hier sein darf. ja, also es ist natürlich, das klingt absolut grandios. Ich meine, du bist grandios, was soll man sagen, ne? Du bei uns, wir nehmen nur das Beste, was kommt. Jetzt frage ich mich natürlich auch das Publikum, die Zuschauer, die Funken. Normal ist sowas ja ehrenamtlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das fragen darf, Helene, aber wie ist denn die Bezahlung so unter uns gesagt? Ehrensache und Ehrenamt ist natürlich einerlei hier in Köln, gerade im Kölner Karneval. Wie ihr alle wisst, habe ich mir zum Ehrenamt oder ehrenamtlich im Sommer einen großen Eimer Eiswasser über mein Sixpack laufen lassen. Und selbstverständlich ist es auch so, mein großes Ziel, Kölner Karneval dabei zu sein, speziell am Rosenmontag bei den Roten Funken. Und da ist natürlich ganz klar, dass ich hier und heute an dieser Stelle keine Gagen nehme. Eine letzte Frage. Wo kaufst du deine Strumpfhose? Ja, meine Strumpfhose, wo ich die kaufe, auch dieses Geheimnis möchte ich natürlich auch lüften hier heute an dieser Stelle, meinen großen Fans dort draußen im World Wide Web. Wenn man hier Fuß fassen möchte, geht man natürlich dorthin, wo die Basis ist. Ich habe einen ganz alten Mariechenbetreuer gefragt, wo er denn dort die Strumpfhosen besorgt, und er hat mir dann ein ganz altes Stöffchen von 1823 überreicht. Und jetzt schauen wir noch mein Helenes aktuelles Programm, und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als kleiner junger Felsen hab ich mich stets gefragt, was ein Stecker einmal werden mag. Oh, 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 oh. Ich hatte die Idee, ich wäre ein Polizist oder lieber doch Prinzengardist. Oh, 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 oh. Die Altstädter sind auch ganz schön, da packt man bitte einen Föhn und sein Blick hat mir gezeigt, hier ist meine Zeit. Atemlos, jede Nacht im Ruhrgebiet aufgewacht. Atemlos, nie so aus, meine Schärfe zieht niemand aus. Atemlos, jede Nacht, sieh, was Liebe mit mir macht. Atemlos, grandios, großes Kino, ganz famos. Ich habe heute ewig tausend Gefühle, alles was ich hab, teil ich mit euch. Ich müsste unverständlich, irgendwie auch zärtlich, kommt in meinen Arm und geht mit mir. Rosenmontag bin ich der Star dieser Welt, für ein paar Haus bin ich mein persönlicher Held. Oh, 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 oh. Ich bin richtig süchtig von Jans Kölner Garage, Schrüpfe und Kamelle und mein Herz, das